Oh Gott, 18% erst. Oh mein Gott, dauert das ewig. 1 von 23. Ja. Alter, ich muss mich hier anmelden oder was? Was für ein Schiss. Ciao, ihr wunderschönen Menschen und willkommen bei einem Raid zu einem Android-Game, Tablet-Game, was auch immer. Es geht um Rhetorica, wenn es so heißt. Das Spiel, das für jeden Gamer das perfekte Game ist. Ihr müsst eigentlich nichts machen und bekommt alles, was ihr wollt. Also einmal einloggen gibt 1000 Gold, das zweite Mal 50 Ausdauer, dann 20 Silberschlüssel, 10.000 Gold, 400 Karat, das ist die Einheit, 5 super geile Edelsteinschlüssel, dann 7 Goldschlüssel und ihr bekommt alles, was ihr wollt, wenn ihr bloß einloggt. Und das nervt jeden so unglaublich penetrant, das ist Horror. Man kann anfangs einige Klassen auswählen, den Berserker, die Katzenakrobatin und noch 2 andere, die man natürlich kaufen muss gegen Geld. Und die sind super toll bestimmt. Hat man aber nach ungefähr 2 Wochen, wenn man sich jeden Tag einloggt, sowieso. Dieses Installieren, das erste, das dauert gefühlte 30 Stunden. Und so schaut das ganze Spiel aus. Es ist eine Art, ja, es ist nicht wirklich eine Art Diablo-Klon, es ist bloß im gleichen Prinzip. Es gibt hier aber abgeschnittene Levels, so bewege ich mich oder auch nicht. Da drücke ich einmal drauf, dann weiß ich, wie es geht. So. Es ist eine Art Diablo im vereinfachten Sinne für ein Tablet und für ein Handy, Smartphone, was auch immer, whatever. Und man sieht schon, es ist ein bisschen asiatisch gehalten, diese Comicfiguren. Und natürlich sagen die einem natürlich, was man machen muss. Und das, was man hier gerade sieht, das ist echt das Schwerste eigentlich in dem Spiel, was man machen kann. Denn es geht darum, ja, ich habe keine Ahnung. Die Story ist halt einfach schnetzel ein paar Zombies oder Kobolde oder was auch immer und dann kommt ein riesiger Kobold, der ist voll böse. Und dein Trainer, Mao, die hilft dir einfach bei eigentlich überhaupt nichts. Die sagt dir irgendwelche Sachen, die du eh schon weißt, weil du ja kein Idiot bist. Ja. Und ich habe mir das Spiel runtergeladen, weil ich für ein anderes Spiel, in dem anderen Spiel die Premium-Werbung bekommen habe dafür. Und dann dachte ich mir, Mensch, ich probiere das mal kurz aus, spiele das mal 3 Sekunden. Dachte aber dann, hey, das schaut aber nicht so schlecht aus. Also, wenn man mal wirklich sich damit beschäftigt, mehr als 3 Sekunden, dann sieht man schon, das ist schon okay. Und das gefällt mir auch. Am Ende eines Levels kann man eben eine von 3 Truhen wählen. Ist auch bekanntes Prinzip. Und dann kann man eben irgendeine Scheiße bekommen. Das wäre das Beste, das ist Müll. Brauchen wir nicht. Und natürlich ist es kostenlos und deswegen gibt es auch sehr viel kaufe diese Pakete. Ja. Oder diese Pakete. Für nur 26,99 €. Wenn man ein Spiel haben will, bei dem man einfach bloß belohnt werden will, die ganze Zeit. Irgendwie, hey, du drückst die Taste, Glückwunsch, du bekommst 10.000 Gold und 25 Stamina. Und eine neue legendäre Waffe und eine Level 55er Waffe. Yeah! Ja, dann ist das Spiel eigentlich genau richtig für einen. Ich habe jetzt die epische Ultra Legendary Waffe mit 3 Milliarden Angriffspunkten. Und die bekommen, weil ich mich mit dem Hive oder im Hive angemeldet habe. Und gibt schon mal die beste Waffe, die es eigentlich jetzt geben kann. Hier gibt es immer wieder ein paar Tipps, die niemand braucht. Weil, war ich da nicht gerade schon, du blöde Bitch? Alter, hab ich doch schon. Fuck you. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr, oder? Geh weg. Hier sieht man, es gibt leicht, dann gibt es noch normal und es gibt auch noch schwer, da ganz rechts. Und man kann hier auch noch so Verbesserungen kaufen, falls das Level denn zu schwer ist. Aber mit der Legendary Weapon, die man hat, hat man 1100 CP-Punkte. Genug für die ersten, fürs erste komplette Gebiet und genug auch für die nächsten Gebiete. Auf leicht auf jeden Fall, auf normal auch. Hier kann man einen Freund auswählen, der automatisch bei dem letzten Bosskampf dir hilft. Was auch viel zu einfach ist, weil du kannst, weiß ich nicht, 50.000 Freunde haben und da kann dir einfach eiskalt jeder helfen. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, das erste Mal in der neuen Karte bist, die natürlich komplett anders aussieht als alle anderen Karten zuvor,
dann bist du bei dem großen Boss und sofort kommt ein Typ zu Hilfe. Also das ist schon ein bisschen zu einfach. Ein bisschen zu einfach. Wem das gefällt hier, wem sowas gefällt, der ist ja hier gut beraten. Der hat hier ein schönes Spiel für unterwegs, wo man mal hin und wieder ein paar Level machen kann. Da sind schon einige Sachen dabei. Die Grafik ist gut, finde ich. Also das ist besser als PS1 Grafikmensch. Und kommt sogar an PS2 Grafik hin an manche. Hier kann man eben die Truhen auswählen. Man bekommt in jedem Level, bekommen Schlüssel. Da kann man eben eins öffnen oder man muss eins öffnen. Ja, super geil. Bekommt man irgendeinen Scheiß, den man nicht braucht. Ich habe mich noch gar nicht entschuldigt, dass das mit einer fucking Kamera aufgenommen wurde, aber ich habe echt nichts gefunden, womit ich mein Tablet aufnehmen kann. Deswegen, pardon. Ihr könnt dann Ausrüstung bauen, wie in Diablo. Ihr braucht Material dafür, Waffenmaterial und hier, Auto. Und dann macht er das alles automatisch. Und da meine CP dreimal so groß ist, als ob sie mindestens sein sollte, kann man einfach jedes Level, das man einmal gemacht hat, mit Auto durchlaufen lassen, ein paar Mal, und man ist der oberste Fucker. Man schafft einfach alles, es ist nicht mehr schwer. Schau dir das an, der macht's besser als ich sogar noch. Natürlich, es spielt der fucking PC. Und wem sowas gefällt, das Spiel macht bestimmt auch 20, 30 Minuten Spaß, würde ich mal jetzt behaupten, ne? Ganz toller fucking Heavy Metal. Und für die, wie schon genannte, Material zur Waffenherstellung, da kann man eben für 10 eine normale Waffe, für 30 oder 40 eine epische Waffe und für 100 oder 99 eine legendäre Waffe bauen. Das gleiche gibt's für Rüstung und für Schmuck. Wem es gefällt, der kann ja auf jeden Fall mal reinschauen in Kritika. Ja, das unglaublich geile Online-Spiel. Voll toll Scheiße. Das ist die anfertigen Option, die ich gerade erklärt habe. Es gibt aber auch noch die Verbessern-Funktion. Und da könnt ihr halt eine fucking Waffe, zum Beispiel diese Waffe, die ist noch nicht gut genug. Ja, wir wollen sie verbessern. Dann könnte man die auswählen und irgendwas opfern. Es muss keine Waffe sein, es kann eine Rüstung sein, Schmuck sein, irgendwas. Ich wähle die Waffe aus und als nächstes eine andere Waffe. Je höher die Stufe dieser Waffe wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Stufenaufstieg erfolgreich sein wird. Das ist ja bekannt. Ja, ich habe es jetzt auf 0, ich mache es +1, das ist noch 100%, dass es auf jeden Fall klappt. Dann ist es 85, 75%, 50% und so weiter. Kennt man ja. Es gibt auch Mana und Heiltränke. Mana-Tränke sind für die Skills. Und die Skills, die kann man sich natürlich auch freischalten. Das ist was Passives. Kann man auch kaufen, verbessern, lernen. Alles Mögliche. Man könnte natürlich auch alles sofort mit den Karat-Punkten lernen, die man nach dem 5. Tag bekommt man 400 ins Gesicht geschmissen. Krasse Scheiße. Das ist eine Art, muss ich sagen, von Spiel, bei dem es viel zu krass ist. Dieses, es ist free to play, aber du könntest auch Geld zahlen und alles sofort haben, was es in dem Spiel gibt. Und du bist der oberste Fucker. Und du musst nichts erreichen. Das ist ein bisschen schade einfach. Dann gibt es hier noch Überleben. Das ist einfach eine Monsterwelle. Du bist in einer Karte und musst gegen ganz viele Monster kämpfen und überleben eine gewisse Zeit. Du bekommst für mehr Monster, kriegst mehr Punkte, bist in einem höheren Rang in der Rangliste und so weiter. Und es gibt noch Kampf. Da war ich selber noch nicht. Da habe ich kurzzeitig die Lust an diesem unglaublichen Spiel verloren. Das ist übelst lächerlich. Du bist da durch. Du hast keine Herausforderung einfach. Das belohnt dich die ganze Zeit, das Spiel. Du machst nichts und wirst belohnt ohne Ende. Hier. Hätte ich einen Striker ausgewählt, könnte mir der sofort helfen und perfekt angreifen und ausweichen. Und der ist natürlich auch stark. Und so hat man echt... Man kommt durchs ganze Spiel durch und man wartet einfach nur. Bis es vorbei ist. Und das ist halt echt uncool irgendwie. Es macht vielleicht 5-mal Spaß und dann ist es echt beschissen kacke. Da lobe ich mir doch eher Yu-Gi-Oh! Für die PS1 oder Digimon. Oh, war das schwer, das Spiel. Ich habe das immer noch nicht durch. Was geben wir dem Spielkritiker? Was findet ihr? Hat das Spiel, wie viel Spielzeit würdet ihr da investieren oder vielleicht sogar Geld? Schreibt euren Rate in die Kommentare rein, würde mich echt interessieren. Oder habt ihr schon gespielt? Würdet ihr spielen? Keine Ahnung. Ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, anfangs die ersten 10, 20 Minuten sind cool und dann mit dem Auto-Feature ist einfach alles. Es ist alles zu einfach, Ende.
weiß ich nicht, 2 von 10. Ja, wunderbare Sache. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wer hier noch da ist, der schreibt bitte Erbsensuppe in die Kommentare. Der bekommt auch ein Like von mir. Und dann bis zum nächsten Reddit, bis zum nächsten Livestream, irgendwas. Wir hören uns, wir sehen uns. Kommt auf Facebook, spendet Brot für Otti und tschüss. Bleibt so schön. Backstabbing, Bitch! Nein! Böser! Ja, sehr gut, sehr gut. Die Investition hat sich gelohnt. Ja. Du Arschkopf, hör auf damit. Du Wichskerl. Arsch. Und tschüss.